Also immer bei Super Mario Ferris am Anfang schon einen schönen Bug, Grafikbug. Voilà, Mario hat zum Glück überlebt. Und du machst immer einen Trick bei Tic-Tac-Trauma und sammelt 100 Münzen. Aber wie wir ja wissen, dauert das immer ziemlich lang. Ich meine, du hast mal ein gutes Thema überlöscht, gell, Erik? Genau. Und zwar, ich werde mal heute über die Viergeschichte von Super Mario Ferris. Das Spiel ist nämlich schon lang geplant gewesen, mit wo halt immer schwierig umzusetzen. Das ist sogar schon seit der Zeit vom Super Nintendo geplant ging, kurz nachdem Super Mario World rausgekommen ist. Und das Problem wo halt, wie bringt den, das war halt die große Frage, die an die große Aufgabe, wie bringt den eine 2D-Figur an eine 3D-Welt? Mit der Zeit ist es dann endlich so weit gewischt, dass es möglich war. Und hat ihn halt mit Polygonen geschafft. Und auf der Super Nintendo selber, also zu SNES, wurde schon möglich, 3D-Spieler rauszubringen durch Hilfe von einem speziellen Prozessor, den an den Spieler halt angebaut ging. Und zwar war das den Super FX-Prozessor, an den es tatsächlich ermöglicht, dann auch 3D-Spieler rauszubringen. Wo den halt entwickelt ging, kommen halt Spieler raus wie Star Fox. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt von Ersch. Das war so ein Shooter halt, den aber wirklich als Polygon bestanden wird. Ne? Du bist dann mit seinem Polygonschiff durch eine Polygon-Welt geflogen. Also das war nicht mit Detail-Hetzgrad und so. Das in Europa Mensch wird Lilith Wars genannt. Nee. Lilith Wars ist doch für Nintendo Ferris rausgekommen. Der Teil, wo... Ja, also du nach dem Titel Pedron. Ja, genau. Ob der okay. Super Nintendo, ne, damals. Und das war so das erste Spiel, was das gepackt hat, mal überhaupt an die Richtung zu kommen am Haus von Nintendo 3D-Welt und so. Hat natürlich auch noch keine Ikonen dran, wie gesagt, waren einfach nur ein Polygonbrei. Und der gute Miyamoto, ne, der schlussendlich halt den Super Mario auch erfunden hat und auch für das Spiel halt verantwortlich ist, den wird dann halt fertig gebracht, das auf der Nintendo Ferris endlich möglich zu machen. Aber, wo halt Super Mario Ferris wo halt auch geplant schon auf der Super Nintendo rauszubringen, unter dem Titel Super Mario FX, benannt nur dem Super FX Prozessor, auch noch ein Spiel, das sich Stunt FX genannt wird, auch ein 3D Rallye-Spiel. Ist nicht so bekannt, also kann mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das Spiel kennt. Ich kenne persönlich gar nicht. Ja, weil Super Mario FX aus den Urnum für Super Mario Ferris an es schon Testbilder sozusagen. Es gab ein Tech-Demo für die Nintendo Ferris für Super Mario Ferris halt gewisse Ginas, aber das hat nach ganz anders ausgesehen. Viele Texturen waren ganz anders, Zölle waren komplett anders, die hatte ganz andere Farben und so. Und ja, das ist halt vier Geschichte für Super Mario Ferris. Also die Idee von Mario an einer 3D-Welt geht schon wirklich filmifrei Nintendo Ferris überhaupt rauskommen. Also das ist schon impressionant, wie lange in dort das Spiel endlich umzusetzen. Und mir gesinnet haut, als das wirklich ein Spiel war, Demos, ja, wirklich die Richtung umgehen wird. Ich meine, als Kollege Sonic und Crash Bandicoot, die haben es schlussendlich auch gepackt, an 2D-Welt, von der 2D-Welt an 3D-Welt zu kommen, aber wir wissen heute, das wird nicht so gut gehalten wie der Mario. Das Problem an den Spielern wo halt, sie waren gut, aber sie haben nicht gefesselt. An Super Mario Ferris hat halt wirklich gepackt. Und ja, so könnte es halt zu Super Mario Ferris dann am Jahr 1996. Genau 24 Jahre. Genau 24 Jahre. Gefeiert gehen. Genau. Was war es denn nur am September, ne? Für dich? Ja, das ist wirklich mit dem Projekt rausgebracht, passend zum Geburtstag. Genau. Am 29. oder Spontan Sache von euch. Also am September 2000, am September 1996 als das Projekt rauskommt. Du merkst den einfach auch, weil das Nintendo Ferris einfach so
richtigen Übergang durchstellen, wie du nur die ganze Zeit gesucht hast. Für war alles in zweidimensional und du hört ihn immer nur so die pixelischen Mario kannt an, dass du halt dadurch ja da den Mario an all den anderen Charakteren so richtig Gesicht gehen hört. Ja, So wie man sie Haut kennen am Anfang. Ja, also das oft experimentiert gehen, wie in die 3D-Welt du kreiert. Und gouf nach ein weiteres Experiment, was eigentlich ein Flop war von Nintendo, aber haut gehört von Nintendo echt ein Experiment genannt. Wir schwätzen heute von der DD46. Davon hat ihr zwei noch nie etwas hören, oder? Gar nicht. Das ist auch ziemlich schwierig, weil das nie an Europa rauskommt. Es gouf an Japan englisch 3 Monate veröffentlicht. Und dabei handelt es sich einfach um ein Add-on, Steck, was CD lesen konnte, was den dann und sein Nintendo 64 ausschließen konnte. Ich weiß auch nicht genau, das geht. Nintendo 64 steht ja nur auf dem Dual Disc 64 drüber. Dann da den das wirklich unter externer EXT oder Uschloss dann ugeschlossen. Ja, also das innen ugeschlossen gehen. Ich habe keinen Nintendo 64 bei Hand. Ich kann nicht so ein Weidat gang. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei der Gamecube, den Game Boy Player nur ugeschlossen gehen hast. Also so kann ihn sich das vorstellen. So hat das ungefähr ausgesehen. Und konnte halt CD lesen. Und es sollte eigentlich bei vielen Spielern halt als Add-on zählen. Zum Beispiel sollte Legend of Zelda Ocarina of Time oder Banjo-Kazooie, von dem halt gebraucht man, wie auch Super Mario 64. Allerdings ist bei Super Mario 64 sogar ein Copy gehen, mit der ist auch nie irgendwie weiter kreiert gehen. Was ein bisschen schön war, besonders bei Banjo-Kazooie, bei den Spielern wurde nämlich wirklich schon fast angeplant, wir brauchen den Add-on, sonst können wir das Spiel halt nicht fertig spielen. Und das war halt ein finanzieller Flop, weil, keine Ahnung, das schon einfach nicht verkauft. Und auch so halt als Experiment aufgestempelt gehen, was den Dual Disc Drive halt auch sollte nachmachen und auch gemacht hat, mir nicht ganz lang, ich meine 2 Jahre, aber das funktioniert, nämlich Internetzugang. Tatsächlich konnte den Doma da die echt E-Mailen auf einer Konsole verschicken und so, aber ja, daraus ist nicht wirklich viel gehen. Ich meine, das ist auch relativ schnell angestampft gehen und das war auch schon Zeitkommen vom Gamecube. Das ist so ein bisschen eine Geschichte über Nintendo 64, wie sie angefangen hat, wie die Idee von der Nintendo 64 entstanden ist, bis zu einem großen Experiment, was relativ schnell schief gegangen ist. Ihn hast du dazu beizufügen? Maja, schon mal gedurcht, wie das ja auch davon gespart ist, dass das ja ein Flop ist oder ein Experiment. Gibt es ja eigentlich auch. Also offiziell, also so mal so, es ist ein finanzieller Flop gewesen, aber offiziell gilt es von Nintendo als Experiment aufgestellt. Das ist eine Verharmlosung von Nintendo. Ihrem, ja, wie gesagt, das ist ein Experiment, es war kein Flop mehr. War Flop. Ja, das erinnert mich dann halt auch an andere Gadgets oder so gut teilweise implementiert Sachen, wo ich halt froh, ob das nur wirklich die neue Erweiterung war. Also zum Beispiel hat ihn dann so DS dann den Pico-Chat oder wie die genannt. Ja, genau. Picto-Chat, ja. Picto-Chat, so war es, ja. Wo ihn dann halt war zwar dann nice, konnte ihn dann über 20 Meter oder wie weit die Verbindung gegangen ist, man nicht schreiben, aber bon, das hätte gerade so gut man nicht können schätzen dann. Ja, das war ein bisschen unnötig, ne? War ein bisschen unnötig. Ich meine, war ja nicht direkt für ein Internet gedurcht, war irgendwie so 15 Meter Entfernung gedurcht. Ja, also natürlich so Sachen wie dann früher, wenn den Pokémons getauscht wurde oder so, ist das natürlich dann früher heute da müssen über das Linkkabel machen. Da heute dann natürlich die Möglichkeiten, Spieler so zu downloaden, mit dann halt wie gesagt den Chat, das war dann für mich dann echt so bisschen halt wie ich da gesagt habe, ein Flop wirklich halt auch nicht wirklich das Sinn von der Besinnung an am Anfang selber nie benutzt wird. Ja, also der hat ja viel so Funktionen, das soll ja so ein All-in-One-Gerät gehen, also so die Idee von einem Smartphone, ja schon fast schon.
Ja, da war vieles dabei, was du einfach nicht gebraucht hast. Der Wecker habe ich noch benutzt. Den habe ich benutzt tatsächlich, aber so Sachen eigentlich gar nicht. Ich meine, den habe ich auch eine Zeit lang benutzt, weil ich kein Armbandauer mehr unhat. Das war dann auch mein Wecker für Neues und schön. Ich kann den du nicht auch mehr weg, wenn man nicht stellen, eigentlich. Ich weiß Das schon weiß nicht. ich gar nicht. Ich Schon so meine lang. zwar nicht, also ich denke, das war schon eine ganz limitierte Wecker. Ich habe das Gefühl, wie man du auch hat, kennt in 2, 3, 4 Zeiten verschieden wegversetzen. Ich kann mich irren. Okay, ja, Haut man statt beim iPhone. ja genau. Und hat Apple zum Beispiel gut aufgeguckt von Nintendo. Sonst Sozusagen, ja. noch gerade noch dann für sich, also sind noch um Sachen, die so sich nie habst du gefunden. Und beste Schritte Nintendo dann noch schießt als Experiment, also aufstapelt. Ja, Ich gesagt. genau. Also die ja schon interessant gewesen, mit wo halt wirklich, also das wo wirklich die echt Idee von einem DLC, ne? Wo zwar nicht so, ich downloade mal irgendetwas, mit wo halt, ich kaufe mir das Stecker, kann mir dann, ja, für 20 € halt nach dem Spiel kaufen, was das mein Spiel mir groß macht. Ja, und dann eigentlich auf das Thema vom Smartphone zurückzukommen. Was halt ihr von den Multimedia-Konsolen, das PlayStation und Xbox da lo aufhängt? Nintendo geht so angeblich lo nicht an die Richtung, was da next zum Beispiel Blu-ray-Player, Fernsehsupport und so. Wird so ein echter Sohn. Ganz skeptisch, ganz ehrlich. Ganz skeptisch. Ja, nicht schlimm ist, dass er doch schon erkannt Box gibt gesessen am Tele hat die all die Funktionen da sind ich Genau, auch ehrlich, ja. das benutzen ich auch gar nicht gerne. Es gibt zwar Leute, die flippen drauf, aber da sind ich schon oldschool-mäßig, soll aber alles so getrennt zum Sachen. Ja, Das also ist echt was. ein Konsol soll ein Konsol bleiben, wie drauf Eben. spielt, an den DVD-Player, ein DVD-Player, ne? Ich ging auch so, und da jetzt für mich selber heute nicht wirklich viel Sinn für die Sachen mit mir zu kombinieren. Deshalb, wie du siehst, Konsole als Konsole, die steht da für sich. Darüber kann ich super spielen. Nee, das soll doch nicht unbedingt mit andere Sachen noch verbunden gehen. Oder ich kann mir da auch nicht aufhängen. Ja, also die Konsole dann die Funktionen mehr, ich benutze die gar nicht so. Man kann auf der Wii U Beispiel geben mit dem ganzen Netflix, die von ich benutzt habe. Ja, richtig, du hast ja auch schon angefangen. Das ist schon mal gar nicht. Ich meine, Ja. Trollogang, das hat kein gewesen. Lo geht jetzt mittlerweile mit der wirklich so, du musst da 2 Minuten werden, jetzt kannst du benutzen, lest du, okay, kleber mal schwer. Genau. So, ich hoffe wirklich, dass von dem Betrieb habe ich schon ein bisschen aufschreiben. Ich hätte ganz, weil wirklich alles bei Nähe gern hören, dann muss sie sich mal noch anstrengen für so Einzelsachen zu produzieren. Ja, an sie können halt mehr Bereiche sprechen, das ist nämlich der Punkt, ne? Du kannst dann halt an DVD-Bereich gehen, an den Musikbereich, du kriegst halt mehr Kontrakte wie an den Firma ran. Aber natürlich muss ein Spieler Priorität tun, ne? Ich meine, bringt eigentlich deine Konsole auf die Masche zu bringen, wenn Spieler knapp sind. Mein wirklichste Problem ist schon zu denken, ewig geht, dass Spieler unfertig spielen immer mittlerweile rauskommen durch die Ja, ganze traurigerweise, Zeit. ja. So, du hast vielleicht gerade bemerkt, wir sind an einer ganz speziellen Welt, nämlich an der Letzter, wo es seit meistens 7. darum geht, Teppich zu reiten. Dafür sind wir auch nicht direkt drüber gegangen und haben ein bisschen Themen abgebracht, weil das zieht sich einfach. Auch bei Speedruns ist das der Moment, wo die Speedrunner Pause können machen, ne, Kevin? Ja, nur 7 Minuten kommen wir mal bei auf Regenbogenraserei. Ich meine, so nicht den Level. Genau. Und ich meine, wir Hunde schon ein Jet Stern angesammelt. Schon bei der Halbzeit bekommen. So interessant war das Thema. Wie das mal gerade auf dem Schiff in der W sind, fällt mal an, gibt es hier schon bestimmt auch schon für Tags ganz viel geschwart. Ich weiß nicht, das ist ein gutes Beispiel. Seit in der Wand, den
eigentlich aus ziemlich vielen Teile besteht an alle Level wurde ich wie so eng Limit war nicht genau 256 da das dann wirklich stand von Level zu Level verschieden Level so ein Limit von 230 Objekten oder so plus minus wann den Day dann überschritt dann beim Spiel hängen können Beispiel da den du Mensch auch die kannst legen einfach wann ich dann zum Beispiel Münze kann duplizieren hat dann die Wand ja bei der Limit viel Manner gött weil nicht nicht so viel kann uweise seit dem Teilweis die Wand zu begründet das ist dann aktiv mir die ganze Grafik daran drin wird nicht gewesen interessant schmengen los immer schon ein über die ganz tapschen und flühen das auch so bis am Funk dauert das auch so ewig mit reichen einer Thema ja schläft sich halt ein bisschen ja. Einfach dazu was von so ein Element im Spiel wieder das Spiel schwer aus also flott dass sich so los bewegt mir wann aber mit den Steuerung vertraut aus muss sie ja das berechtigt für die Lastwelt ja genau sie holt so viel Lascher schwierig und natürlich die Teppicher verschonnen noch länger Zeit wann nicht drüber Stuhe bleibt dann ja, genau, noch ein bisschen Lust wäre ja auch versicht irgendwie dort mitzusprangen an einfach aufzuwarten bis das die Tiere gebet wird voilà, Teppich fort das sind Teppich jetzt sind du immer so gekonnt über die Ärmel durchspringen also ich bin ja ein Scheball kann du ein Kerruf halt kann sich du kaum nach retten das ist ganz groß ich weiß ja wo will du nach irgendwo landen ja also du musst schon Glück haben für dann irgendwo im Start nach kurz zu fassen oder ja also du musst die Plattformen halt immer da irgendwie erwischen sonst ist es halt wirklich tot so Seele ja das war risky du seid jetzt schon ein falsche Bewegung du bist gut hat sie gesehen wir müssen du bei den 8 Münzen Labyrinth oder was zu nennen und dann müssen Bandspringen du machen wo Münze waren und du schaltet dann auch Kanonheit frei den auch unbedingt braucht für der anzusammeln sie Tasten an irgendwie von der anderen Seite von der Map irgendwie schmengen du aus BLJ mäßig also Back Launcher sicher der Stern die Lo kennt wird auch als der schwerste Stern vom Spiel genannt also das soll wirklich der schwerste Sinn mit der Kanone die Stangen dort zu treffen den Akito wie in durch und ja das war auch mein Angst so. wäre für die wenn du durchgeflogen wärst ne voll